en så nu var det zeigert. Så ik wil een paar dingen zeggen voor ik omvang, wist van niet aan wat dat nu vier. Als die nak we waren voets nu zijn naar school voor, ik wil bij Montedestion tjoek predigen. So dan weet je was ik wel zo wie verloren. En het tweede ding is onze video's van Zenderschool en Botschaften. Dat parece einige mensen horen nu. So wir haben ein bisschen Trouble mit dort, wenn wir hier in der Versammlung die Bibel lesen, dann kommt der Audio nicht am Video ab. Und dann haben die Keyboard dort dann ausgelöscht und dann, wenn er schon fertig seid in unsere Videos hört, dann kann er nicht den Text hören. So wir waren von dem einen Prüfstein machen. Einige Saarbrüder Männer, die saßen da so und die haben ein Mikrofon in der Hand. So wenn ich Frau nur lesen, dann war von der die Mikrofon in der Hand, die Gelegenheit geben zu lesen. So dann kommt der Audio auf dem Video ab. Und dann, wenn er so unsere Videos checkt, dann braucht wir dort nicht auslassen, dann kann ich hören, dass er den Bibeltext lesen hat. So, das ist die Idee davon, wir waren einen Prüfsteig machen. Und wenn er dann Geschäftsfreundschaft gewinnen, dann kann ich alle da behandeln, Keyboard anmelden und sagen, ich will noch mal bei einem Mikrofon. Und dann wollen wir dort aufwachsen. Das meint nicht, dass du bloß, was er wählt, das fällt erst zum Lesen. Wir wollen nur so uns auftischen. Und dann wollen wir uns dann mal sein, was wir unsere Videos damit verbessern können. So, dann habe ich alles gesagt, was ich will. Nu zou ik te Zenderschool. Zenderschool van jou is Jesus de Erfüllung. So, van jou zijn we in Klas nummer 8. En we hebben Jesus de Erfüllung. Also, wir haben Jesus auf verschiedenste Orten, wie es all im Alten Testament gesehen. Und das ist für mich persönlich all sehr abbühend gewesen. Aber von der wollen wir uns in anderen Weg von Jesus im Alten Testament anschauen. So, wir wollen von der im Matthäus-Evangelium sein und wir wollen nur für die meiste Zeit im Matthäus-Evangelium bleiben. Matthäus ist das Evangelium an die Juden geschrieben. Also, wenn wir an Matthäus Evangelium lesen, dann finden wir, dort im Matthäus Evangelium hält sich ziemlich Hand an Hand und das Alte Testament, um zu beweisen, dass Jesus als der versprochene Retter ab der Retter, der Messias, der Christus, all diese verschiedenste Werte, was du gebraucht wird. So, wir wollen von der Matthäus am Tag sehen, dass das passiert, dort erfüllt ist, und dann raubt er sich auf dem Alten Testament. So, das ist der Ort und Weise, wo wir von der Wort diese Erfüllung bekennen. Und dann, weil wir dann uns wiederholen, da Jesus dort mal flieht, da nicht. So, das ist die große Frage von dir. Wir wollen zum Anfang an Matthäus Kapitel 1, Vers 22 und 23 lesen. Matthäus Kapitel 1, Vers 22 und 23. Dort ist Allah, du wie in so rangekommen, dort so wart, als der Herr durch den Prophet gesagt hat, da du seht. Check einmal, eine Milliarde wird schwanger sein und wird ein Sehen zur Welt bringen. Den wollen sie Immanuel nennen. Da meint Gott mit uns. Sehr gut. So, hier machen wir die Anstellung für uns von dir. Das sagst du so im Vers 22, dort ist alle, du wärst so rangekommen, also du hast nicht gesagt, wieso Jesus seine Weihnachtsgeschichte so ist, als was es ist. Vielleicht sollen wir von dir dann uns mal abrauben und sagen, Weihnachten muss eben bloß so sein. Das ist die Idee dahinter. Aber das sagst du nicht bloß, dass dort alles durch den Raum gekommen, dort so wird, als der Herr, der dem Prophet gesagt hat, der du siehst. Also hier ist dann nu Matthäus im ersten Fall sagte, dort der Prophet hat gesagt.
So dann wird wir sollen an Jesus seine Weihnachtsgeschichte nachchecken. Und dann haben wir uns trägeropen ab Jesaja Kapitel 7. Und dann wird wir dort an Jesaja schrift dort Jesus seine Mama wird eine Jungfrau sein. Und so sind mehr Dinge. Wir fingen dort der Erfüllung hat dann einen Anfang. Ja? So, Tim, das für uns von der ist das vielleicht ein bisschen schwierig, aber für die Juden würde das sein, wie kann den Jesaja-Brief? Die haben ihn gelesen, die haben gehört, du sollst noch mal eine Jungfrau in Kind haben. So nun ist Jesus seine Geschichte vorbei. Matthäus schrieb er so vielleicht am 4. Jahr. Und dann schrieb er diese Geschichte und dann sagte er, das ist ihm dort erfällt, wie was Jesaja sieht. Und dann denken wir so, okay, wenn wir Jesaja lesen, dann wollen wir ganz genau dort reden von Jesus. So fangen wir dann träg nur die Erfüllung als uns Schlädel. Wow, von der Art uns Schlädel noch Proster übeln. Aber auch den Schlädel, den zahlen wir. So, wir lesen uns Jesaja 7,14, den hat, wie du gelesen hast, am Matthäus, der Vers 23, dort sagt, check einmal, eine Mädel wird schwanger sein und wird einen Sohn zur Welt bringen, dem werden sie Immanuel nennen, dort meint Gott mit uns. So, du hast dort erst dann, wenn wir Jesaja lesen, Jesus als der Erfüllung. Aber das bleibt nicht bloß durch. Wir lesen Matthäus 2, Vers 3, bis 6. Matthäus 2, von 3 bis 6. Als Janik Herodes dort hielt, beviel hij zich in ganz Jerusalem met aan. Dan leidt hij alle priesters en schriftgeleerden en volk opkomen om te forschen wie Christus zal geboren worden. En zij zeiden, in Bethlehem in Judäa, willst du das, was der Prophet geschrieben hat. Aber du, Bethlehem, im jüdischen Land, du bist gar nicht dort kleinst, manch Jüder ihre Ungestaute. Willst von die soll die Lehre kommen, der über mein Volk Israel wird Herr sein. Sehr gut. So, an diesem Thema von Erfüllung fingen wir dann am 2. an. Dort wir können sogar segnen. So, Kapitel 2 ist die Geschichte, wo die Wesenmänner nur Herodes kommen und die sagen, wo ist die Neugeborene Kind? Und was die Menschen in ihrer Anstellung, wo siegt wir die? Da machen eine Strafe siegen. Wir alle können eine Strafe siegen. Was ist die Less von Männern, wer du dann angestellt wird, zu siegen? Hohepriester und Schriftgelehrte am Volk. Okay? So, die kommen taub und was tun die? Der forschen an der Schrift, wo fängen wir dessen Jesus? Und wo fängen die? Bethlehem. Okay? So, wenn erst will wissen, wo so Jesus in Bethlehem geboren ist, dann ist es bloß wie Mika hat geschrieben, wo Jesus dort sagt. Das ist von einfach meine Übersetzung dafür. Aber dort wird noch interessant als dort. Wir lesen Matthäus Kapitel 3, Vers 15. Jesus aber antwortet am, dort mal willst du mit, da wie wird Gott seine Gerechtigkeit verlangt. Dann leidet er dort taub. Okay, so hier als Jesus bei Johannes den Täufer. Johannes will Jesus unbedingt nicht deuten. Der sagt, wer sie dort wird die deuten. Und dann, wir wollten dort Johannes ihn daupt, wie Buße zu tun. Und Jesus deut nicht Buße, wenn der hat nicht gesündigt. So dann sagt dort, das Daup passiert, dort Gott seine Gerechtigkeit erfüllt wird. Das ist eine Ortenweise von Erfüllung, wird nicht direkt sein im Alten Testament eine Prophetie zu finden, aber dort mag wie an Jesus, dort
da wir Ortenwies von Erfüllung und wir wollen Luther uns noch mehr mit diesen Tags hier so beschaffen. Dann lesen wir Matthäus 4, Vers 12 bis 17. Matthäus 4, Vers 12 bis 17. Als Jesus hier dat Johannes vastgenomen weer, trok hij naar Galilea. Hij verliet Nazareth, kwam en woonde in Capernaum, dat in de Zebulon en Naphtali gegend om meer ligt. Dat het zich ervallen wordt wat de profeet Jesaja gezegd had. Dat land Zebulon en dat land Naphtali, die om meer liggen, aan de andere zijde van Jordan, dat gottloze Galilea. Dat volk dat diesteren zat, heeft een goede licht gezien, en die am diesteren woonden, als een licht opgegonnen. Van de tijd aan vangt Jezus aan te predigen en te zeggen, keert aan, willst dat Himmelreich als dich bij. So, ja gut. So, hier haben wir dann nu all den erwachsenen Jesus. Jesus ist getauft worden. Jesus trägt Motwellens weg. Wo trägt er hin? Nur Kapernaum. Okay, so wir können unser Lohnkort über dem oder nur gut. So, Kapernaum ist hier, Nazareth ist hier. So, Jesus moved dann nu von hier hin. Und dann, wo wir uns sagen, dass Jesus da mit Flieg durch Hand tragen, dass die Prophetie soll erfüllt werden. Und die selber Satz, haben wir auf zwei Orten wie es brücken. Menschen, die nicht wollen an Jesus glauben, die würden sagen, das ist äußerlich, dass die seine Prophetie erfüllt wird, wenn Jesus da mit fliegt. Und wir als Christen checken nun an und sagen, wow, das ist ja interessant. Jesus daarop met vliegt, der erfüllt, was du gesagt worden bist. Was interessant für mich ist, wo die Erfüllungen im Matthäus-Evangelium passieren ist, dort du es gleich einmal war, Matthäus schrift, und dann sagte, Jesus da das, wenn das fehlt zu erfüllen. Jesus da das, wenn das fehlt, dort passieren das. Aber das wird spannender, je mehr wir in Matthäus lesen. Wir in Kapitel 4, Vers 17, sagt Jesus selbst, wo so das passiert. So, wir lesen Matthäus Kapitel 5, Vers 17. Denk nicht, dort gekommen sie, Moses in Isaac, und dort, wo die Propheten gelehrt haben, dann nicht zu merken. Ich sie nicht gekommen, dort über sie zu bringen, aber zu erfüllen. So, ja gut. So, hier soll wieder nu, dass diese Erfüllung, die teilt sich an zwei große Dinge. Zum ersten Fall würden wir immer an Jesus als Erfüllung denken und Jesus sein vollkommenes Sündopfer. Und dort werden wir unbedingt nicht weniger tal. Jesus sein ganzes Werk wir sich handheben, um Radung durchzustellen für uns als Menschen. Da werden wir nicht im Frieden stehen. Aber das ist eine andere Seite, wo wir führen, nicht in Betracht nehmen, dort Jesus dort so büttergewöhnlich so viele Dinge, bloß wenn die Propheten gesagt haben. Und dort merkt die Geschichte so interessant, dass Jesus kam, sich zu opfern für uns, aber Jesus kam, so ein Sack voll Prophetie erfüllt, im Sinne von, ich muss nur Kapernaum tragen, wenn der Prophet hat gesagt. Und dort merkt dort spannend, wenigstens für mich. Wir lesen wieder in Matthäus Kapitel 8, und du werden wir lesen, Vers 16 und 17. Dan zoveel brachten ze vele nu aan, die van beide gästen bezeten wielen, en hij dreef de gästen uit met zijn woord en milk aan, milk al ihre kranke gezin. Dat zich dat erfüllen wordt, wat durch den Prophet Jesaja gesagt ist, der du sagst, hij heeft aan zijn Schwachheiten op zich genomen
und unsere Krankheiten gedreht. Sehr gut. Also, wir haben hier nu all mehrere verschiedene Artenweise von Matthäus seine Taubfutung von Erfüllung. Wenn wir hier so im Kapitel 8, Vers 16 und 17 lesen, dann merken wir dort Matthäus det eine Utleihung mehr. Also, der sagt nicht direkt, dein Mensch muss gesund werden, aber der wird taub und sagt, wenn der Prophet Jesaja, der Brücke durch Jesaja 53 vorher, wenn Matthäus den Text von Jesaja brücken hat, dann sagt er, das erfällt, aber wieso? Okay? So hier werden wir uns nu Jesaja 53 drehen. Dann werden wir durch so Jesaja 53 vom Vers 1 bis durch Feuer lesen. Jesaja 53 vom Vers 1 bis durch Feuer. Wer wird dort geglaubt haben, was wir gehört haben? Wer wird dort angesehen haben, dort der Herr dit anhand hat? Hij leidt am Verkommen aus ein frischer aus und aus einer Wartel, auch die Dreie, ut die Dreie eed. Du wir nicht besonders an am, dort wir am haben so kennen, und nicht antreibendet dort uns nur antreibendet. Wie sahen am aus ein Utbund und aus veracht. Hij hat viel geleden und als krank gewesen. Hij wir aus einer, der sein Gesicht nicht weiß. Hij wir ein Utbund und wir rechnen am nicht. Doch die Krankheit, die hij droeg, wir anse. Dort lieden, wat uns traf, droeg hij. Aber wir dachten Gott mög am Lieden und bestruft am. Sehr gut. So, das ist der Text, worauf Matthäus sich raupen hat. Aber das ist interessant, was für eine Geschichte Matthäus braucht, um zu sagen, das, was Jesaja schreibt, das passiert. Wenn der Vers 17, Vers 16 sagt, in Matthäus 8, 16 sagt, dann zu Uwes brachten sie viele nur an, die von beiden Gästen besäten werden, und er dreift die Gäste rüt mit seinem Wort und mög all ihre Kranke gesund. Dann im Vers 17 sagt er, das ist, wie du viel, was zu erfällt. Noch ein kleineres Beispiel finden wir fort am Kapitel Matthäus 12, Vers 13 bis 21. Da werden wir uns den Text lesen am Matthäus 12, von Vers 13 durch 21. Matthäus 12, Vers 13 durch 21. Dan zei hij ter een man, strek die hand uit. Hij deed dat en die werd zo gezond als de andere. Aber de Pharisäer gingen uit te beroden, wo zij hem überzeugt brengen kunnen. Als Jezus dit antwoord, ging hij van door weg. En nam kwamen veel mensen heran en hij heilde alle. En hij verbood aan te zijn wer hij weer. En dit dort sich erfüllen soll, was der Prophet Jesaja von ihm gesagt hat. Check, dort ist mein Kneich, den ich mir gewählt habe. Mein Leiber sehen, mit dem meine Säule so zufrieden ist. Und er wird die Falsche sein, was recht ist. Er wird nicht Streit und Lärm anstellen, und seine Stimmen wollen sie nicht ab die Großen hören. Er wird dort angekneift, nicht aufbrechen. Und ein Licht dort noch flackert, wird er nicht utpüsten. Wird er dort durchbringen, dort die Gerechtigkeit wird er Überhand haben. Und ab seinen Namen werden die Falscher ihre Hüpfung sagen.
Sehr gut. So, hier haben wir nu, wo ich würde sagen, dass die Erfüllung, Uitleiding von Matthäus wordt geschieht interessant. So, die Geschichte, wat Matthäus hier brengt in Matthäus Kapitel 12, is die, wo de han met vliet en man met een verdrehte hand en een Judenschule aangebracht. En dan stellen ze in de voor Jezus en dan zeggen ze alle, wat moet je? En dat is een Sabbat. So, nu, de Juden ihre Meinung, nu soll Jesus bloß diese Stelle sagen und hören, was die uit de Prophetenbücher lesen. Und dann weiß wie, was Jesus deed. Der sagte, das Mann, streck mal die Hand uit. Und wir weten nicht, so verdreht die Hand was das, aber wir weten, dass wir sehr genug haben, dass die alle wissen, die Hand wir verbringen. Und wenn wir lesen in Vers 13, sagt dort, dann seht heute den Mann, streckt die Hand uit. Heute dort, und der wir gerut so gesund als der andere. So dass wir bloß durchruts ein Wunder auch ein Grotet. Aber Matthäus hat seine eigene Meinung über was passiert hier. Und das scheint zu bemeinen, dass Matthäus denkt sich nicht alle Sachen uit. Der weiß bloß, dass Jesus die Dinge wie in das Alte Testament hat gesagt wird. So, der sagt du, der Jesus ging zu Fuß und die Pharisäer, die haben dann nu beschlossen, denk, wo wir zum Jesus anbringen. Und dann kommt du der amakelige Part von Jesus im Evangelium, wo du sagst, dass die da mit das Amplitschen von du wieder. Wenn wir den Text lesen, in Vers 15, Matthäus 12, 15, sagt, als Jesus das antwortet, ging er von der Weg, und dann kamen viele Menschen heran, und er heilte alle. Und er verbot an zu sagen, wer er wir. Also, Jesus wir trägt im Sinn von, der große Wunder, aber der muss nicht Propaganda, das ist ein Politiker. Also, dort sagt du, der seht ihr, sieht man ruhig. Dann habe ich mich als Adolescent oder Jugendlicher gefragt, wo so? Und ich weiß nicht, wo soll mir dort abschreiben, das ist in der Schule räumen und dort, da wie eine aschelige Frau, dort einer sich wird fragen, was da passiert. Wenn 15 nächste Versen erklären, was da passiert. So, eigentlich soll einer nicht sich die Frau fragen. Aber hier ist das Ding. Jesus hat Gott gekannt, Apogos der Lengun und sagt, ich bin der Messias, kommt mal her, bring all die Kranken hier an und ich werde gesund mehr. Jesus hat gekannt, wenn er alles am Wort hätte was. Aber Jesus sagt nicht, der ging durch und die Menschen kamen den Hänger an, Jesus der große Wunder und dann sagte er, bleib mal ruhig. Sie brauchen nicht alle wegen offenbar, wer ich sie. Dann habe ich Matthäus seine Uitleife, wo so das passiert. Und dann sagt dort in Vers 17, dass sich erfüllen soll, was der Prophet Jesaja von ihm gesagt hat. Also, dass dort Jesus mit fliegt, Prophetie zu erfüllen. Und Matthäus könnte 2 Punkte taubringen und sagen, mira, das, was hier passiert. Die Geschichte wird an dem sein, bloß noch besser. Wir lesen Matthäus Kapitel 13, Vers 34 und 35. Matthäus 13, Vers 34 und 35. All det red Jesus till de viele Menschen en liknelsen, en redte an nicht anders aus der Gleichnissen. Dort es so kam aus der Prophet gesagt hat, ich war an Gleichnissen reden, ich war von Dingen reden, die von Anfang von der Welt sind, geheim gehalten. Sehr gut. So hier haben wir einen Psalm, wo du gebraucht wird. Aber das war das interessante Ding, wo Matthäus eine Erklärung gab, für wo so da Jesus wurde. So, wir haben in Matthäus ein Klumpen Gleichnissen, Jesus verteilt Geschichten, und wir so erscheinen gut. Aber dann sollen wir uns der Frau fragen, was hat Jesus für einen Grund zum Gleichnissen verteilt? Und dann sagt Matthäus, du hast einen guten Grund. Und dann lesen wir Psalm 78, und du sollst wie Psalm 78 von Vers 1 bis durch 4 lesen. Psalm 78 von Vers 1 bis durch 4. So, Tim wird eine Anführung merken, der ganze Psalm ist prophetisch.
Dat wordt schön sein, wenn die den Wort tschüss mal lesen, ein klein bisschen checken, was wir Jesus ihn angehen mit Gleichnissen. Aber wir wollen von dir die erste Feuervers lesen und dann ein bisschen checken, was mit Gleichnissen. Psalm 78 vom Vers 1 bis durch Feuer. Und je recht van Asaf, o mijn volk, horch wat ik u te leren heb, horch nur de weet dat ik reed. Ik wil durch Gleichnissen reden en waar met vertalen vandaag komen, wat zij in oude tijden durch de bloem gereed hebben. Wat we hier hebben en weten en wat onze voeders ons verteld hebben. We worden die niet geheim houden van onze kinderen. We worden denen dort vertalen, die noch nur herkommen von den Herrn seinen herrlichen Wunderworten. Alles, was er deut, seine Gewalt gemacht, zu beweisen. Sehr gut. So, hier haben wir einen Psalm, wo Matthäus sagt, der Psalm 78, der redet von Jesus. Und das ist eine Anstellung an das ganze Pack, wo du hast da mit Jesus kämpft, und der verteilt Gleichnissen, aber von Wort. Was sollen die Gleichnissen von Wort reden die? Okay? Was noch? Was sagt uns dort, von Wort wollen diese Gleichnissen sein? Gut, Dinge, was vorher nicht oben war wir, und was sind dort? Oder was wir dort, wenn wir an Jesus sehen, predigen denken? Vielleicht haben sie eine herrliche Wunderwerk, okay? So, wenn wir uns hier so anschauen, du bist ein Jude. Du hast das Alte Testament ziemlich gut gekannt. Dann redet Matthäus hier und dann sagt er, Jesus verteilt Gleichnissen, wenn der Psalmist schreibt es dort. Aber das ist ein Thema. Halt mich mal, was ist ein Thema? Das ist ein, weißt du, was ein Thema ist? Okay, so, du hast eine Ursache durchhängen bei diesen Gleichnissen. Und das hilft sogar bei mir, wenn ich weiß, die Gleichnissen sollen von dem Ding reden, dann kann ich alle Gleichnissen lesen und dann wird mir dort immer Sinn mehr, wenn die reden von dem einen Ding. Wer will dann nicht mehr sagen, was das eine Ding ist, von was die Gleichnissen sollen reden? Von da, wo von dir her bekannt wird, Gott seine herrliche Wunderwerk, wo werden wir das mit tun? Jesus redet von sich selbst. Okay? Und Matthäus sagt, boom, Jesus vertelt alle Sachen und der Psalmist sagt all die Worte und die wollen sagen, von was er soll reden. Der Messias, der wir von dir her am Geheim geholt und wir lesen ein Gleichnis und dann klingt das bei uns. Seht ihr? Und wenn wir dann Gleichnissen lesen, dann wollen wir der Utschapen können, jetzt nicht mehr, wenn dann wollen wir die Gleichnissen reden von dort, was im Alten Testament geheim wird, in dem Neuen Testament verdacht. Dieselbe Kapitel 13 in Matthäus hat noch mehr. Wir lesen Matthäus 13, 48 und 49. Matthäus 13, 48 und 49. Und wenn das erst voll ist, schlafen sie dort nur die Kont. Dann sagten die Menschen sich durch und sammeln die Gouden und die Fäser und die Schlachter waren weichgeschmitten. So wird dort auch sein, wenn diese Zeit zu Ende kommt. Dann werden die Engel kommen und die Beise von der Gerechten scheiden. Sehr gut. So, hier haben wir Jesus, der verteilt ein Gleichnis. Und der braucht durch ein Gleichnis von Fashion. Und nu weten wir all, was ein Gleichnis soll tun, was du vielleicht mit so verstärken wird, über die Zeit, wo Jesus predigen wird, aber doch ganz offenbar wir, wenn wir den Schlädel tun.
Also, wenn wir Jesus ist kennengelernt haben, dann haben wir dort aufgedreht. So, wir wollen mir sagen, von was Jesus du so redet, wenn der sagt, Fashion, an der Fashion 9 Dollar, an der Gaude, an Krücken, an der nicht Gaude Weichlied. Sag gut. Also, das redet du von Dingen, die noch nicht passiert sind. Ne? Dort naht es noch nicht über die Welt übergetragen, in der Fest sind noch nicht eingerollt. Aber dort ist ein Geheimnis, was nicht mal ein Geheimnis ist, wenn wir wollten den Schlädel für das Gleichnis. Dort merkt für mich ein Teil sein. Dort sagt du so verschäftigt im Waren der am Vier schmieden, du war Menschen jummerieren und mit den Teen knirschen. Also, Matthäus redet ganz klar von einer Verdammung. Wir lesen wieder Matthäus 21, Vers 4 und 5. Matthäus 21, Vers 4 und 5. Das passiert, dort erfüllt wird, was der Prophet Jesaja gesagt hat. Sagt der Tochter von Zion, seid den König kam sanftmütig nur die ab ein Eseljohling gereden. Gut. Also das ist die Geschichte von Palmsonntag. Und Palmsonntag kennen wir alle die Geschichte dort. Jesus schickt seine 2 Jünger und dann sagt er, ihr wollt einen Barra fangen, der ist angebogen und dann bringt den los und kommt her und dann wollen die sagen, hey, was will ihr mit meinem Barra? Und dann soll die sagen, dass der Meister braucht den und dann kann er den Barra mitnehmen, dann gehen die und dann sagt der Jesus dann ab und dann sauer ich nach Jerusalem. Das ist die Geschichte, was passiert hat. So hier so, als war so eine Geschichte, was für mich dann mit so als, na, das ist nicht Koinzidenz, das ist nicht Zufall, dass Jesus am Barra redet an Jerusalem nennt. Aber zur selben Zeit ist das nicht, wo will wir dort sagen, dass es nicht arg, dass Jesus dort mit Fliehdeut eine Prophetie in Erfüllung bringt. Und dann merkt mich schon, dass wir können hier so uns mal nennen. So, wie viele Menschen sind jemals an Jerusalem angereden, auf dem Barra, wenn die Menschen haben herangeschrien, Hosianna, dem Sohn David. Bloß Jesus. Bloß Jesus. Das wurde bei mir wertvoll wird, im Sinne von, laut der Welt sein, und einmal der Welt, dass Jesus erst mit Flieg am Barra in Jerusalem angereden. Okay, warum muss sagen das so? Wie viele andere haben das dann auch mit Flieg getan? Keiner. Nicht ein einziger. Ich gleich so zu lesen, und ich habe mich ziemlich gemächt, Prophetie miteinander lassen. Und diese Prophetie ist ein von denen, was so bütergewöhnlich ist, dass keiner kann streiten und wie Jesus dann nicht die Erfüllung für diese Prophetie. Wenn er das noch zweimal erst im Bibelfall am Barren abkriegen in Jerusalem reden und lernen noch, weil die Menschen werden sein, Hosianna, dem Sohn David. Und Hosianna meint, rat uns, du Sohn David. Und dort merkt diese Geschichte, so geschieht schon. Die Prophetie ist aber für sich auch sehr besonders, wenn du sagst, sei die Tochter von Zion, seid den König kämpft sanftmütig nur die, ob ein Eseljohrling gereden. So hier ist nur noch der Postrede. Wann diese Prophetie soll erfüllt sein in Jesus, was meint er dann, wer ist Jesus? Der kriegt den Titel von König. Aber ein König, wo du 2 sehr bitterliche Dinge redest. Und das am Barra reden. Was ist das andere? Sanftmütig sein. Jesus, der König, wo am Barra redet, das ist einmal allmählich so, wovon soll König haben? Aber dann wird Jesus noch beschrieben als sanftmütig. Dort merkt dort ein sehr besonderer König. Und hier endet Kavi, wenn wir wollen, kurz nach dem Barra als Bild bringen, für die wir losdreht. Und dann Kavi, dort nimmt kein ein an diese Geschichte.
Aber Jesus seine Erfüllung von dem Alten Testament ist besonders, wenn wir uns bloß wählen, zu checken. Wir lesen Matthäus 23 von Vers 29 bis 39. Matthäus 23 von Vers 29 bis 33. Ik 33. Matthäus 23, vers 29 bis 39. Wij junt schriftgeleerden en fariseer, je heichler. Je buren fijne, je rewa, voor de profeten en putzen de je rechte ere grofsteiner en zijn. Want wie en onze voeders ere tijd geleefd hadden, would wie niet met geholpen hebben de profeten er bloot te verjuiten. Doormat zei je dat je de ere zeens zijn die de profeten omgebracht hebben. Dan merkt je voeders er moed nu val. Je slangen, je jaft je slangenbrood, waar je in je junt udal voor de haal verdomd te zijn om weg te komen. Ik zeg junt profeten, wijze mannen en schriftgeleerden. Einde van die waar je doodmerken, en andere tritien, einde waar je in de judenscholen prillen en heron zijn van een stad naar de andere. Zodat op junt al dat gerechte bloed komen wordt, dat op deze eerd vergoeden is. Van dem Aschulden Abel zijn bloed aan, bat Zachariah Beracha zijn bloed, den je twaschen den tempel en den altaar doodmerken. Ik zei het wahrhaftig, al dit wordt over deze generation komen. O Jeruzalem, Jeruzalem, die du de profeten doodmerkst, en de steinigs die geschakt worden. Wofür hab ich die Proef zo te sammeln als eine Klok, die de Checkel unter de Flechten sammelt, aber du leidst dort immer nicht. Du wegen, wat jun Huis zu eine Wildnis waren. Ich sage ihnen das, die waren mir nicht mehr sein, wat die sein waren. Je zingt als die im Herrn sind nomen haben. Sehr gut. Du hast een lange Text, wo du so dann nu op Prophetie en doch op Jesus seine Geschichte en Teil sein merkt. So zum Terugwechseln, Jesus heeft du so al dat ganze Leben lang Streiterie gehad met de leiders vom Volk. En dan du so im Vers 29 wieder sagt Jesus zu den Schriftgelehrten, dort Jesus jammert dort evident. Wenn lest du Vers 29 sagt, wollend Schriftgelehrten und Pharisäer, je Heuchler, je bühen Fähne Gräber für die Propheten und putzen die gerechte Erde Grofsteine und sagen, wenn wir in unserer Futters Erde Zeit gelebt haben, würden wir nicht mitgeholfen haben, die Propheten ihr Blut zu verjäten. So, das erste Ding, was wir hier so wollen, ist, Jesus in der Erholung mit dieser Mann, wir nicht dargeblieben, nicht geheichelt. Jesus sagte dir, je tun zwei Dinge. Erstens mal, da haben du so dann nicht, ich war hier bis zum Feier, kann ich denken mal, aber warum muss sein, da haben du Grofsteine, wo die dann wurden, Jesaja und Jeremia und so weiter, diese großen Propheten, ihre Nummern geschrieben, und dann wurden die Geschmack merken, und damit wollen die dann sagen, sie wären so eine viel bessere Menschen, als die, die vorher gelebt haben. Ihre Großmama und Großpapa. Und Jesus sagte denen, mir jammert dort über Jünd. Aber das ist eine Ursache, wo so Jesus dort über die jammert, wenn die Lehnen sein, wenn wir in unserer Vorderscherde Zeit gelebt haben, würden wir nicht mitgeholfen haben, die Propheten ihr Blut zu verjäten. Damit sage ich, dass die Erde sehend sind, die Propheten umgebracht haben. Dort ist Vergangenheit, ne? Dort ist all passiert. Dann im Vers 32, als een onmakkelijke vers, wenn Jesus raubt de jongens nu rüten en sagte, nu is de tijd zum Wort. Okay? So, what's the mood?
Okay, so dit zijn de profeten vom Oude Testament, wat we kennen. En nu zal de moed volgemerkt worden, dat wordt ook uitleggen als den woorden, oder den vollkommenen Prophet, fehlt nu nog om te brengen. So? Okay? So, Jesus steht voor deze mannen, wat du zich zo groot doet, met wat van de fijne mensen die zijn. En die hebben je niet Jeremia omgebracht. En dan zegt hij te denen, nu met mij moet dood, dan wordt de moed vol zijn. En dat heeft zich ziemlich dries. Jesus fordert de jongens uit, wat op het laatste. Dan zegt hij door zo in vers 33, je slang, je jaf je slangbroedsel, waar in je een oordeel voor de haal verdomd te zijn, uit de weg te komen. Dan, als du, wo stal je een ver, verdommnis uit een stich te gaan, en dan komt du zo de vers 34 wieder, en dan kan je du bloos zo'n handwijs geven, dat du moet alleweer van Jezus zegt, ik, en je strekken, neemt je wel een Spanische of een Lutherbibel, dan strekt du moet even aan wat van toon Jezus du redt en wat Jezus alles gedaan heeft, dan wil je je fresh wonderen, even wo is Jezus alleweer gewassen, wat heeft Jezus alleweer gedaan, wenn Jezus volkomen God is. Aber dat wollen wir nicht von der. Die Gedei door so vom Vers 34 wieder als Jesus weet wat passieren wird. En dan fingen wir door am Vers 39 die Schlussfolgerung von ich sage dit, je wollen mir nicht mehr sein, aber je sagen wollen, je seht es die am Herrn sie nummen kam. So wann soll das passieren? Wäre all passiert oder wurde es noch passieren? Das wird noch. Okay? So, das wird einmal passiert, nu fehlt es noch einmal? Das in Prophetie, wo ich dort wenigstens urteil, was noch fehlt in Erfüllung zu kommen, aber du wirst mit so ein Schattenbild davon passiert. Und dat is digno de esperarse. Also, du wordt een dag komen waar Jezus wat komt. En dan wordt dit gezegd worden. Je ziet dat die am Herrn zijn omkampen. En nu den dag leven je schet. En we hebben een kleine beeld van wat du kunt zijn. En kennig wer du kampt. We worden ons nu nog Matthäus 26, Vers 50, der 56 lesen. Matthäus 26, von Vers 50 bis der 56. Jesus sagte an, Freund, til wat bist du gekommen? Dann kamen sie ab und nahmen Jesus vast. En einer von denen, der mit Jesus waren, trug sein Schwert uit, hef den hohen Priester sein Knarch ein und schneid am ein Uhr auf. Dann sagt Jesus zu dem, stärkt den Schwertträger, wo das Hand geht. Wils wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert ankommen. Glaub je nicht, dass ich meinem Vater durch am beten kann und dort die mir kurz mehr als 12.000 Engel schalten wird? Aber wo soll dann passieren, was geschrieben steht, das muss so kommen? Dann seht Jesus zu der Herd. Sind die mit Säbels und Knappels gekommen, mit der Gripen, was wenn die dort mit einem Räber zu tun haben? Ich habe dir einen Tag nach dem anderen am Tempel gesehen und gelehrt, und die haben mich nicht festgenommen. Aber das passiert alle, dass sich das so erfüllen soll, als die Propheten geschrieben haben. Dann leiten die Jünger am Steg und sagen, dass sie davon können. So, hier haben wir die Gethsemane-Geschichte. Das ist die Geschichte, wo Jesus mit seinen Jüngern, 11 Jünger, taub beten. 3 Stück von den Jüngern noch irgendwie wieder mit, zu beten. Und dann kommen diese Menschen, Jesus festzunehmen. Und ich finde, diese Geschichte wird eigentlich interessant. Wir haben eine Bibelstunde und so ein klein bisschen Petrus in der Anstellung bekickt, aber hier so sei wie frisch. Jesus erst du und du hast ein Jünger, der hat mit Masse rum, so lange hat der erste auf das Uhr aufgeschnitten. Und wenn wir uns so nennen, man hat so halb dies da ist und du mit Masse erst das Uhr aufhackst, dann hast du nicht gebraucht, das Uhr aufzuhaken, du hast erst was anderes gebraucht aufzuhaken. Und
Wat allemaal passiert ist, Jesus hat dat Uhr dort gehalten. Aber dann kommt hier dort Bütterlied, wo ich Prophetie so bewundern darf. Dort sagt du so im Vers 53, dort Jesus sagte seinen Jünger, wer glaubt ihr seht? Ich würde Kansas das. Und hier waren 12.000 Engel stehen, und mir würde nichts passieren. Petrus sein Schwedje hält nicht an im Vergleich mit den Engeln, wo du kannst kommen. Dann im Vers 55 sagt er, aber wo soll dann passieren, was geschrieben steht? Das muss passieren. Jesus wie bewusst, was gesagt worden wir muss passieren. Und die Jünger stehen da und ich weiß nicht von, was ich dort noch gefällt habe. Aber wenn dort noch nicht genug wäre, dann sagt Jesus zu diesen Menschen, was noch schützen, die können mir einen Tempel holen. Dann im Vers 56 sagt dort, aber das passiert alle, dort sich dort so erfüllen soll, was die Propheten geschrieben haben. Morach wer Jesus schon festnehmen, Arbeit in Erfüllung von was geschrieben worden wird. Die Jünger sahen an, dort Jesus will sich Luten festnehmen und mitnehmen. Und dann der letzte Engel vom 56 sagt, dann leiten die Jünger am Steg und sahen, dort sei du von schon. Dort wir so anders uitgekommen, als sie sich dort gewünscht hatten. Aber Wunsch in der Prophetie passt nicht taub. Trumpf als immer Prophetie. Das Alte Testament merkt einmal sein. Wir lesen zum Schluss Matthäus 27, Vers 3 bis 10. Matthäus 27, vom Vers 3 bis 10. Als Judas, der Jesus verraten hat, sagt, dass Jesus zum Tod verurteilt wird, deed aan dat leid, wat hij gedaan had, en bracht de 30 Saubersteiger trainen de hohe priesters en altesters en zeid, ik heb gesündigt, en den dat ik afschuldigt bloot verroden heb. Zij zeiden te hem, wat jet ons dat aan, doe moet du die zelfs weten. Hij smijt de Saubersteiger im Tempel aan, ging weg en hang zichzelf. De hohe priesters hoven dat geld op en zeiden, dat je niet, dat wie dat geld en de Gotteskreuz leihen, wils dat als bloot geld. Dann besloten zij damit den Topstrecker Acker zu kaufen aus ein Begroßplatz für die Utländer. Du wegen heute dort was stark lohnt, aber von da und da Blotacker. Dann erfällt sich, was durch den Prophet Jeremia gesagt wird. Zij nehmen die 30 Silberstücke, den Preis, den dort Volk Israel über arm bestimmt hat, und kaufen ein Stück Lohn von Topstrecker, so als der Herr mir befohlen hat. Sehr gut. So, das ist die Geschichte, wo Judas dort leidet, was er getan hat. Der geht in den Tempel, klettert das Geld an und sagt, er kann gesündigt. Die hohe Priester, ihre Anstellung ist ziemlich traurig, wenn die halten Judas nicht Vergebung zu sehen. Die halten ihn bloß noch sich zu hängen. Aber die Erfahrung, was hier passiert, ist so bitterlich. Dort die Silberstücke, weil wir dort all von jeher prophetisieren, dort Jesus im Preis, wo dort die Silberstücke sind. Aber dort ein Mensch wird verkauft für dort die Silberstücke, dort die Silberstücke in den Tempel gebracht werden und noch angegliedert werden. Dort von dort die Silberstücke ein Lohn gekauft wird, wo dann noch von den Topstrecker ist, und dort dann noch gebraucht wird zum Utländer begraben. Dort sind 10 Dinge von ein Stück gelohnt, wo in Erfüllung ging an Jesus in Geschichte. Krijg nun, wo wir wollen anchecken, Prophetie für mich, und wo Jesus durch sein Leben, der einen um anderen erfüllt
merkt die Geschichte von Jesus bitte eigentlich. Ich will Ihnen auch merken, wenn wir die Evangeliums lesen, die erste Feierbeck am Neuen Testament, wir uns lernen, dort sagt du, dort zur Erfüllung ging, dann, wenn die auch nicht wollen, so hast du dir, dann streckt er wenigstens in den Text dich. Wenn Jesus hat wirklich vollkommene Erfüllung gebracht, für das, was das Alte Testament sagt, was er wird. Gottes Segen mit Ihnen.